Boah, Jenny, ich bin gerade mein reguläres Ründeli da am Laufen. Und ich habe langsam so voll in die Blase, dass ich nicht mehr richtig laufen kann. Weißt du, was ich meine? Also in 5 Minuten bin ich daheim und dann geht es ab auf die Toilette. Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia. Und heute packen wir unsere Tagebuch-Stories aus und wir erzählen, warum die Flavia bei jemandem daheim geläutet hat, um ihre Liebe zu gestehen. Was passiert, wenn Jenny ein bisschen zu tief ins Glas schaut? Und warum die Flavia aus der Kirche austreten ist. Viel Spass beim Reinhören. Heute ist ganz ein spezieller Tag, weil nicht nur eine neue Folge Fiasko Famoso draussen ist, sondern heute hat auch noch jemand ganz spezielles Geburtstag. Und zwar... Sagen wir es zusammen? Nein, ich sage es. Also, weißt du, was wir sagen? Ja, ich weiss, das was wir genaue sagen. Wort. Okay, gut, dann sagen wir... Also, 1, 2, 3. Unsere Managerin! Oh Gott, ich war so, hey, hast du jetzt den Namen, oder? Aber ja, das war jetzt ein bisschen cringe vielleicht. Oder ich denke mir so, wer ist das und seit wann haben die ihre Managerin oder brauchen die das überhaupt? Ja. Aber ja, eine gute Freundin von mir hat Geburtstag und sie hört seit Tag 1 unseren Podcast. Alles Gute. Happy Birthday! Und ja, mit dem haben wir eigentlich vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass viel auf euch wird zukommen. Hoffentlich coole Sachen, hoffentlich Sachen, die ihr werdet feiern und fühlen und auch Spass daran haben. Viel mehr können wir eigentlich auch gar nicht sagen. Nein, wir haben jetzt vorher zuerst mal mit ihr so einen Call gehabt und ja, wir haben immer wieder, also vor allem, ja doch, du hast auch ein bisschen geschmunzelt, gell? Manchmal so ein bisschen, ja, Management und das und ja. Hey, was ein Wort, das ist wie wenn man sagt, wir sind jetzt zusammen. Weißt du, es ist ein Label, also man tut es so exklusiv machen. Wenn was? Zum Beispiel in einer Beziehung, wenn man sagt so, wir sind jetzt zusammen. das ist nur ein Wort, also weißt du, zum Sagen, wir sind jetzt zusammen. Aber es hat sich nichts verändert. Und für uns ist wie so zum Sagen, sie ist ja immer noch deine Kollegin, aber so zum Sagen so, Managerin, das Wort macht einfach irgendetwas mit mir. Ja, dass wir jetzt das haben oder eine, die das macht. Oder... Ja, es wirkt gerade so, also ich muss immer noch lachen. Aber wir meinen es ja voll ernst und darum haben wir das auch da gesagt. Unbedingt, also weißt. Ja, was wir einfach auch sagen ist eben, das ist eigentlich schon ein kleiner Milestone für uns. Oder ein grosser Milestone, kann man sagen. Ja, sehr. Also das haben wir auch nicht gedacht Anfangsjahr. Ja, voll. Und ja, das ist eigentlich schon so, was wir dann sagen. Happy Birthday to you. Genau. Und wenn wir gerade losstarten in Shit und Shine. Yes. Was hast du heute mitgebracht? Und zwar habe ich das spontan vor der Aufnahme mir überlegt oder definiert. Ich komme ja immer top vorbereitet in die Folge. Nein, aber heute oder auch seit 2-3 Tagen geht es mir eigentlich so lala oder es gibt einfach etwas, was mich wie beschäftigt und auf das wollte ich jetzt gar nicht näher eingehen, aber ja. Und du hast das gewusst. Ich habe dir das heute Morgen ein bisschen am Rande gesagt und dann, als ich nach dem Arbeiten halt da angekommen bin, bist du mir zufällig draussen auf der Straße wie schon entgegengelaufen, weil du gerade aus dem Migrolino rausgelaufen bist und ich wie so auf dem Trottoir auf dich zugelaufen bin. Und nachher, deine Hände, ich glaube, du hast alle Hände voll gehabt mit Snacks und Mate und so. Und nachher so, schau, das habe ich gerade für dich gekauft. Und ich war so, nein, bist du herzig. Wirklich. Und nachher du so, ja, ich habe sogar extra am Luca, also das ist mein Freund, angerufen und gefragt, was du so für Snacks gerne hast. Und dann bin ich so, wie herzig bist du. Ja, und einfach so, was ich herzig fand, ist einerseits der Akt, weißt du, so, dass du gefunden hast, ich kaufe jetzt etwas, wo sie snacken kann oder wo sie gerne haben. Und dass du ihm angerufen hast, was mein Gedanke oder meine Vorstellung davon, dass wir jetzt haben telefoniert haben und so, ich gefragt habe, was ich gerne habe, das hat irgendwie meinen Tag versüßt. Ja, das ist mein Schein vor der Woche. Schön. Ja, irgendwie bin ich so gewesen, fuck, was hat Jenny überhaupt gern? Nachher bin ich so, was bin ich für eine Freundin, dass ich nicht mal weiss, was du gern hast. Ich habe gewusst, Mangoschnitz und nachher ich so, weißt was, ich mache kurzen Prozess, ich rufe mal Luca an. Ja, und ich habe ja nie Kontakt mit ihm. Ich so, Luca, hast du schnell Zeit? Und er so, ja. Und ich so, hey, nur schnell, was hat Jenny gern? Ich bin gerade im Migrolino und will etwas kaufen. Und er so schnell Screenshots geschickt von dem Produkt. Was? Er hat Screenshots gegeben? Er hat einfach gesagt Mangoschnitz? Doch, Mangoschnitz, das habe ich noch gedacht. Aber so die, das habe ich mal in den Podcast-Folge mitgebracht. Genau, eben drum. Aber so die Reiswaffeln, die speziellen da, die haben mir einen Screenshot geschickt. Genau, stimmt. Bei denen habe ich es gar nicht gecheckt. Bei denen habe ich gedacht, ja, logisch, stimmt. Die rote also ich wäre nie drauf gekommen, vor allem habe ich es jetzt auch nicht geil gefunden, aber
Mal, es gibt so Reiswaffeln mit roten Beete-Geschmack. Wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Rote Beete? Rande. Rande. Wie habe ich das vergessen? Ja. Ja, die habe ich gerne, ja. Ja, auf jeden Fall, was heißt uns von dir? Vielen Dank. Ja, freut mich, dass dich das gefreut hat. Ich habe dagegen einen Shit, aber einen Schmunzler-Shit. Schmunzelnder Shit? Ein schmunzelnder Shit. Ich bin vor ein paar Wochen mal eine Aufführung von Divertimento schauen. Und dann habe ich halt so meinen Sitzplatz gehabt und ich habe zum Hocken halt meinen Hosenknopf auf da plus meinen Gurt. Also weißt du, wie es bequemer ist? Ja. Also wirklich der Gurt Auf da und der Knopf. Ja. Gut. Nachher habe ich knapp vor der Aufführung, sind so ein paar von Einzelnen dort gewesen. Und so, hoi, und ich voll aufgestanden, zu ihnen umarmt, geredet und irgendwann... Deine Hosen alles offen? Alles, sogar der Gurt. Der Gurt, Alter, ich habe irgendwann schon so runtergeschaut. Und der Gurt, weißt du... Hat so rumgelampert, wie so ein Rüssel. Ja. Und ich so. Und es waren nicht so Leute, die ich eng kenne. Und es sind auch, also das sind Eltern von einer Kollegin gewesen. Und ich so Chili angehabt. Ich so beim Reden habe ich so Chili so ein bisschen drüber getan und habe so gehabt, weil dort war eine ganze Tribüne, die das gesehen hat. Weißt, ich bin so im Gang gestanden und alle sind schon gehockt. Und ich so... Ja, ich habe ja auch nicht so... Also keine Ahnung, es sieht doch komisch aus, wenn du in der Öffentlichkeit den Gurt so schnell zutust. Ja, Entschuldigung. Ja, als wäre ich so ein Mann, der gerade aus dem WC kommt und so. Ja. Nein, das war ein bisschen Shit-Moment. Ja, also so shit ist das jetzt auch nicht. Also ich habe jetzt auf die Pointe gewartet. Ist ein Kommentar gekommen? Ist deine Hose nachher noch runtergerutscht? Oder? Die Pointe ist, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Und das habe ich schon eigentlich nicht so viel bei so... Also wenn jetzt nur der Knopf gewesen wäre, ich glaube, der Gurt hätte es bei mir eben ausgemacht, weil das so... noch mehr offen... Ich weiß doch auch nicht. Okay. Ich habe einfach nicht so wohl gefühlt. Aber das machst du jetzt in Zukunft schon trotzdem, oder? Also, weil ich finde das ja noch cool. Also kann ich denken, ich bin auch schamlos, mache einfach schamlos meine Hose auf, wenn ich denke, boah, ist jetzt gerade viel zu lang. Ja, aber dann laufst du aber auch nicht voll rum, oder? Im Büro. Oder schon? Nein, dann mache ich sie schon zu, also bevor ich habe zum Beispiel das, was ich jetzt heute anhabe. Aber ich hätte zu dir erwartet, dass du das dann so ansprichst. So, weißt, Entschuldigung, sorry. Nein, ich habe nicht so eine Bindung zu den Eltern. Ja, aber so offen wie du bist, hättest du jetzt können sagen. Aber es gibt auch so Situationen bei mir. Eben, das verwundert mich jetzt, dass das so dich so dingselt hat. Ja, es gibt Sachen. Ja. Oder auch... Spannend, weißt du, das sind dann so Sachen, die Flavia Kähli peinlich findet. Ja, zum Beispiel Kondom kaufen finde ich auch peinlich, habe ich noch nie gemacht. Und das fragen sich auch an Flavia, also wieso? Das ist etwa die normalste Sache auf der Welt. Ich weiss, aber also ich habe es noch nie gemacht, irgendwann mache ich es. Aber warum findest du das peinlich? Also wenn ich jetzt nicht durch einen Self-Checkout gehe, nachher dort... Einfach weil du dann weißt, dass die Person an der Kasse weiss, dass du ein Mensch bist, der Sex hat. Nein, eigentlich ja nicht. Ich meine, was wir alles da geredet haben, aber ja... Aber das machen wir mal. Aber lustig. Was? Kondom kaufen? Ja. Das kannst du gerne machen, ja. Okay, ich muss das jetzt mal machen. Dann erzählst du davon, ob es wirklich so peinlich war. Ja, gut. Hey, ja. Second Round mit Journal oder Tagebücher. Stimmt, ich war gerade so, ich wollte gerade auf meine Notizen schauen und mir so, was ist jetzt eigentlich mein Shit? Und dann habe ich gemerkt, stimmt, wir haben ja die Kategorie ein bisschen gekürzt. Und übrigens, das haben wir letztes Mal gar nicht gesagt, warum. Wir haben nur gesagt, dass wir ab jetzt immer einen Shit oder einen Schein mitbringen. Und wenn wir Lust haben auf beides. Aber wir haben gar nicht gesagt, warum. Und zwar der Grund ist einfach, dass wir ein bisschen schneller ins Folgethema einmal startet. Ja, das haben sich 2-3 Leute gewünscht. Und bis jetzt ist die Rebellion gegen die Entscheidung noch nicht so riesig gewesen. Darum glauben wir, sind wir happy damit. Und ja, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, nein, nicht letzte Woche, vor 2 Wochen, dass wir Part 2 machen vom Diary Deep Dive. Und heute nochmal ein bisschen weitere Storys auspacken aus unseren alten Tagebüchern. Ich bin gespannt. Und du startest, glaube ich, mit einer. Ich starte mit einer Geschichte, wo... Ich muss gerade mal schnell aufs Jahr schauen oder aufs Datum, wenn ich das geschrieben habe. Also, wir haben den 24. Oktober 2022, Montag. Ich habe sogar den Wochentag geschrieben. Ei. Also... Ich will die Olma gut in Erinnerung behalten. Lisa hat mich am Bahnhof abgeholt und wir sind in die Wege von Luca. Lisa und ich waren so hyped. Sie hat
ich will jetzt da den Namen in dieser Geschichte ändern. Sie hat Christoph in der Wege kennengelernt und war so, wie sie immer ist. Redet viel und aufgestellt, auch wenn sie neue Leute kennenlernt. Das habe ich in diesem Moment sehr an ihr bewundert. Nachher sind wir weiter an die Olma und sind durch den Jahrmarkt geschlendert. Momos waren 10 von 10. Danach sind wir durch die Tierhalle gelaufen, wo die süßen Kühe, Kälber, Ferkel und so waren. Zu Lisa meinte ich dann, dass ich später mal einen Hof haben will mit so geretteten Tieren, mit Hunden, Katzen, Lämmern, Kühe, Esel und so weiter. Danach sind wir in die Messehalle und haben alles angeschaut, probiert und hatten einen riesen Spaß. Wieso verkneift du dir das Lachen? Ich wollte einen Hof mit Lämmern und oh mein Gott. Hey, also, Ganz neue Seite. What? Also, wenn ich dann mal so 40, 50, ich finde das schon noch herzig. Stell dir vor, du kannst so am Morgen von deinen Hühnern die Eier sammeln. Ja, und misten und Deko-Scheisse putzen und dort und das. Aber ja, nein. Ja, irgendwie kann ich. Ich sage ja, ich bin gut im Romantisieren. In meiner Vorstellung Jenny ist das hure cute. Jenny war an der Olma und hat so Kühe angeschaut, so, boah, ich will einen Hof haben. Das ist hure geil. Ja, meine Lieblingstiere sind halt einfach Kälber Stimmt. und Kühe. Und dort, wer auch noch nie der Olma war, und wirklich, das ist nicht nur einfach so eine Messe, wo man einfach Goodies probieren kann und so, sondern es hat auch eben eine Tierhalle, wo so Ferkel und Sachen ausgestellt sind. Wobei, ich weiss nicht, es ist schon ein bisschen stressvoll für die Tiere. Naja, anderes Thema. Ja. Ich durfte sogar an einem Stand eine Olma-Bratwurst selber machen. Das war irgendwie grusig. Danach haben wir ihren Vater gesucht und nach fast 30 bis 40 Minuten haben wir ihn in der Menge endlich gefunden. Es waren so viele Menschen in dieser Halle. An einer Festbank waren noch 2 Plätze frei. Dort saßen 2 Typen, zu denen wir uns dann gesellt haben. Robin und Silvan hießen sie, 2 sehr nette. Mit ihnen haben wir uns dann 2 Flaschen Wein geteilt und wir hatten es sehr lustig zusammen. Sie waren beide, und dann in Anführungs- und Schlusszeichen, schon 27. Weißt du, wieso schreibe ich das so? Was heisst schon 27? Ja, du bist auch noch mal 3 Jahre jünger gewesen als jetzt. Also, Ja, aber du bist 20 gewesen. in dem Fall habe ich Leute mit 27 als sehr viel älter empfunden. Und Ja. heute nicht mehr. Aber ja, jetzt bin ich auch selber älter geworden. Mhm. Jetzt schreibe ich da. Aber den Altersunterschied von 6 Jahren hat man null gemerkt. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Silvan bedrückt war. Später hat er erzählt, dass er seit 1,5 Monaten nicht mehr mit seiner langjährigen Freundin zusammen ist. Ich frage mich, wie ich gemerkt habe, dass es ihm nicht so gut geht. War es offensichtlich? Oder empfinde ich, so wie mein Gotti mal sagte, das, was andere im Raum fühlen? I don't know, habe ich geschrieben. Also so, mir ist schon oft gesagt worden, ich weiss, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich fühle auch, oder ich sehe auch, oder ich behaupte zumindest, dass ich merke, wenn es jemandem nicht gut geht. So. Und dass ich das da so festgehalten habe, ja, ist noch spannend. Auf jeden Fall waren die beiden eine gute Gesellschaft. Ich hoffe, sie irgendwann mal wieder zu sehen, damit wir wieder ein Glas Wein trinken können, freundschaftlich reden können und unser Gespräch über seine Beziehung weiterführen können. Haha. Weißt du, dass ich auch Haha geschrieben habe? Und vor allem, dass es halt ein Glas Wein, Alter, ihr habt eine ganze 2 Flaschen gesoffen. Ja, das vierte. Ja, aber ein Glas Wein an Das der Glas Olma. Wein. Naja. Ja, ich schreibe es auch romantischer, als es war, wahrscheinlich. Das interessiert mich schon. Er meinte, sie waren 7 Jahre zusammen und dass man in seinem Alter, in Anführungs- und Schlusszeichen, ready für alles ist. Und das wäre er gewesen, meinte er. Er tat mir so leid. Ich hoffe, dass er wieder Liebe finden kann. Nachdem wir in der Weinhalle... einfach cute! Das hast du so geschrieben. Nachdem wir in der Weinhalle waren mit Robin und Silvan, sind wir ins Cube und dort war, und dann in Großbuchstaben, Partystimmung. Meine Laune war so gut. Die Jungs haben 2 Pitcher gespäßt und ihre weiteren Jungs und Flavia sind dazu gestoßen. Also da kommst du ins Spiel. Dann waren wir zu 7. So cool. Alter, ich habe den ganzen Abend hure cool gefunden. In dem Also Fall. 2 Jungs sind noch gekommen. Sind wir noch Anscheinend. mit 4 Jungs gewesen? Ja. Okay. Weißt du, das weißt du nicht mehr? Ah, doch, ich weiss noch welchen. Ja. Ja, ich weiss auch, dass du noch weißt, welchen. Ja. Okay. Wir haben getanzt, gelacht und geredet. Als wir Frauen aufs WC sind, haben wir sie dann verloren. Ich wollte sie suchen gehen, aber Flavia und Lisa meinten, dass sie wohl eher nicht so Bock auf uns haben. Ich weiss noch genau, wir sind aufs WC und dann habe ich so gesagt, oh shit, wir haben die Jungs verloren, der Robby, die sind vorher gerade da gestanden. Wo sind sie echt durch? Und nachher du so, nein, Jenny, nein. Wenn sie nicht auf uns gewartet haben, dann haben sie keinen Bock mehr auf uns. Und ich bin so,
nein, meint ihr? Wirklich? Und die so, ja, wirklich, Jenny, wirklich. Schau, jetzt können wir den Abend auch ohne... Ich bin so gewesen, ja, fair, logisch können wir den Abend auch noch ohne sie geniessen. Ich bin so gewesen, als ob sie nicht mal Ciao gesagt haben. Hallo? Ja. Wir Girls haben dann getanzt und... Oh Gott, jetzt muss ich mir wieder zwei Namen erfinden. Wir Girls haben dann getanzt und ich sage jetzt da einfach Chris und Erich gefunden. Von letzterem wurde ich so angemacht. Haha. Bis er gecheckt hat, dass ich Lisas Kollegin bin. Zusammen haben wir gelacht und getanzt. Schon wieder mit Typen gelacht und tanzt. Okay, Jenny. Irgendwie habe ich noch eine Memory davon, dass ich ein paar Mal getwerkt habe. Ich und mit einem fucking... Du hast so ein Faultier-Plüschtier. Faultier? Plüschtier. Ein Mann hat irgendein Faultier-Plüschtier am Rücken. Also nicht, dass du ihn antwerkt hast, aber ich habe einfach noch dich getwerkt und das Faultier. Irgendwo. Ich weiss nicht, Faultier? an einem Rucksack oder so war das gewesen und du hast so... Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall schreibe ich da. Irgendwie habe ich noch eine Memory davon, dass ich ein paar Mal getwerkt habe. Oh mein Gott, so peinlich. In dem Moment fanden es zwar alle lustig, glaube ich. Ja, du hast es auch gut können. Ja. Aber jetzt im Nachhinein, ja gut, immer noch lustig. Habe ich da literally aufgeschrieben. Oh mein Gott. Ja, so Sachen, das sind doch so wie ich glaube, das ist jetzt in meinem Hirn so abgespeichert, wie ich glaube, sind Nochmal. So etwas ist in meinem Hirn abgespeichert, wie Sachen, wenn du einmal sagst, ja, mein filmreife Hirn, bla bla bla. Ich habe die Situation noch im Kopf wie so eine Filmszene und ich weiss das noch. Eine Momentaufnahme. Genau, Momentaufnahme. Das ist das Wort. Dann habe ich, bla bla bla, getwerkt, immer noch lustig, aber auch peinlich. ... Und dann in fetten Großbuchstaben, dann habe ich mein Handy verloren und der Abend war für mich gelaufen. Flavia hatte recht. Sie redete gut auf mich ein und sagte, dass es ja nur ein Handy ist und viel wichtiger sei, dass ich gesund bin, eine Familie habe und so weiter. Achtung. Und da hatte sie ja auch absolut recht. Aber ich war in keinem Zustand, in dem ich das hätte checken und appreciaten können. Nachher schrieb ich, an ihrer Stelle haben sie alles richtig gemacht. Fotos von mir gemacht. Heulend. Ja, das können wir einblenden. Jetzt. Ja. Und da schreibe ich dann noch, das ist so lustig. Naja, irgendwann am Abend habe ich mich damit abgefunden, dass ich es jetzt heute nicht mehr kriege. Auf jeden Fall ist es so gewesen. Ich habe ja realisiert, dass ich das Handy verloren habe und bin komplett ausgerastet. Ich bin, wie sagt man, von so einem... Also einen Nervenzusammenbruch gefühlt. Ja. Also du bist schon, lost. Ich bin einfach wie von einer Tarantula gestochen, durch das Partyzelt gelaufen, habe Leute an der Schulter getippt, hast du mein Handy gesehen? Ja, jetzt sage ich aber noch meine Perspektive. Die Kollegin Lisa und ich, oder, dort, wir noch das dritte und wir haben gewusst, wir dürfen jetzt Jenny nicht verlieren, weil das fucking Zelt ist riesig und wenn sie kein Handy hat, finden wir sie nie mehr. Jenny denkt sich so, ich muss ins Handy haben, läuft einfach los, wir schauen zurück, Jenny nie mehr. Lisa und ich noch grüßen, wir so, fuck. She's gone. Ja, ich glaube, wir haben dich etwa 45 Minuten gesucht. Ja. Soll ich dir sagen, was ich in diesen 45 Minuten gemacht habe? Ich bin... Allen Leuten. Alles, was ich jetzt erzähle, habe ich brüllend gemacht. Einfach so als Detail. Auf jeden Fall bin ich kreuz und quer durch das Zelt. Im oberen Stock, im unteren Stock, an der Bar, hinter der Bar. Ich glaube, ich habe auch auf der Tanzfläche bin ich am Boden gelegen und habe so quer geschaut, ob ich irgendwo ein Handy liegen sehe. Gut, jedenfalls, es war One-Way, das Partyzelt. Ich bin rausgestürmt, bin einmal um das Partyzelt gelaufen. Es hat geströmt in Regen. In Strömen. Es hat geregnet in Strömen. Geströmt in Regen. Es hat geregnet in Strömen. Ich bin im T-Shirt wirklich kurz vor der Verkältung dort rumgelaufen. Die Leute haben sich gefragt, Alter, mit der hat gerade einen Freundschluss gemacht oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich wie gecheckt, gut, da aussen, warum suche ich da aussen? Ich weiß auch nicht, ich bin doch auch nicht mehr ganz nüchtern gewesen. Was nicht immer cool ist, aber ja, don't be like me. Auf jeden Fall gehe ich dann wieder zurück zu dem Security, der an dem One-Way Ausgang steht. Und ich habe der hat im Fall mir noch so gesagt, nein, du kommst ja nicht rein. Aber ich habe den im Fall so voll gekühlt, dass er dann so gesagt hat, okay, komm halt rein.
Ich sage, ist mein Kollege, Handy verloren. Ja, wir werden mich wieder reingelassen. Und nachher ist es wie folgt weitergegangen. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass ich jetzt heute nicht mehr finde. Dann sind wir noch in eine Bar, wo wir was getrunken haben und gemütlich geredet haben. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe dort nur einen Schmollmund gemacht und ihr alle habt euch super unterhalten. Ja. Weißt du das noch? Ja, ich hatte eigentlich also ja, sie hat es dann nicht gefunden an dem Abend und der Abend war aber wie noch nicht gelaufen, weil alle außer dich haben eigentlich noch gute Laune gehabt. wir hatten so gute Stimmung gehabt, Mann. Wir sind noch weitergezogen, aber ja, ich habe dann wie so, ihr habt mich irgendwann beruhigt, mein Heulkrampf ist irgendwann vorbei gewesen. Ja, und sie ist dann mit dem Gin Tonic dort in der Bar so geguckt. Ja, so ich so. Getrübt, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ja, von da sind Flavia und ich zu Lukas Wege gerannt, eben weil es geregnet hat und schlafen gegangen. Obwohl ich mein Handy verloren habe, war dieser Ausgang einer der besten. Ja, kleiner Spoiler. Ich habe mein Handy dann 1 oder 2 Tage später, genau, ich habe dann irgendwie umtelefoniert mit Olma-Leute. Mit anderen Handys habe ich dann Partyfestorganisatoren und so angerufen und einfach deponiert, dass ich ein Handy verloren habe, das so und so aussieht und bla. Und nachher hat mir die Person gesagt, hey, du schau, jetzt gerade, also am nächsten Morgen war das, jetzt gerade können wir dir nicht helfen, aber spätestens, wenn wir das ganze Partyzelt abbauen, wenn da die Abbaufirma kommt, können wir sagen, was vorher kommt und dann, wenn es vorher gekommen ist, können wir uns bei dir melden. Und das ist dann eben, ich habe das am Montag geschrieben, die Woche hat wieder angefangen, Dienstag, Mittwoch, wir hocken in der Vorlesung, dann schreibt mir mein Freund auf Insta, das habe ich dann gesehen auf meinem iPad, Uni-iPad, dort bin ich auch auf Insta eingeloggt, also die haben dein Handy gefunden, ich gehe es heute holen. Dort bin ich so, ja, Gott sei Dank, weil ja, eigentlich ist schon krass, wie aufgeschmissen man ist, wenn man kein Handy hat heutzutage. Ja, mega. Und eben schon nur der Abend, wie man sich wieder findet. Ja, voll. Also als Kind, weiss ich noch, haben wir sich an der Kilby so einen Ort gesucht, so wenn wir uns verlieren, dann finden wir uns da wieder. Ja. Und ich so, ja, das haben wir jetzt nicht gehabt mit der Jenny. Ja. Gut, ich hätte dann schon gewusst, früher oder später würden wir uns wahrscheinlich in die Wege treffen, weil du musst ja dort pennen und ich habe den Schlüssel. Ja, Alter. Aber gleich, ja. Als ob ich einfach in die Wege wäre. Nein, wir hätten uns schon irgendwie irgendwo wieder gefunden. Nur so. Wenn du etwas getrunken hast, dann gehst du auch einfach ohne nichts zu sagen aufs... Sorry, klär mich. Nein, erzähl das nicht. Doch. Dann gehst du... Auch letztes Mal sind wir mit der Uni-Ladies im Ausgang und du bist einfach weg gewesen. Und wir wieder, wo ist sie jetzt wieder? Wann? In Vinti. Dann sind wir am Tanzen, dann ist Jenny plötzlich weg. Gut, Ja, aber nur weil ich weg bin, heisst das ja nicht, dass jemand auf mich aufpassen muss. Ich weiss, aber du kennst unsere andere Kollegin, die eine. Und ich bin so, ja, das ist Jenny Bileik, die kommt schon wieder. Und die andere halt, sie, die sich eher so mal so gemacht, nein, wir müssen jetzt das Dritte, wir müssen es jetzt gut suchen. Und nachher kann ich auch nicht sagen, nein. Weil nachher, wenn wir dich nicht finden, bin ich die böse. Aber ja, eben, also das ist schon ein Move, den du gerne mal machst. Ja, einfach kurz raus, frische Luft, ja. Aber das klingt jetzt so, als wäre ich die Ultraalkoholikerin. Nein, jeder trinkt ein bisschen mal etwas. Ja. Aber funny. Das ist meine allererste Story. Okay. Was hast du im Petto? Ich habe nicht so lange. Letztes Mal hatte ich ja mega ein altes Tagebuch dabei gehabt. Eine Story gibt es von dort noch, aber jetzt geht es mehr in die Gegenwart. Und zwar 2023. Mhm. Ich studiere noch und hocke in der Bib, dort oben, wo ich gelernt habe, weißt du noch, wo es so hell ist, in Oerlikon. Ja. Das, genau. An der Andreasstraße. Und ich schreibe ich habe jetzt geändert, ich schreibe auf Schweizerdeutsch. 26. Nicht mehr wie als Kind auf Hochdeutsch. Nein. Und ich sage auch nicht mehr ein liebes Tagebuch, sondern nur 26. April 2023. Hocke gerade in der Bib und habe gleich noch einen Vortrag in einem Seminar. Vorher habe ich gerade ChatGPT gebraucht und holy, ist das genial! Hat mir einfach gerade eine mögliche Gliederung für eine Arbeit ausgespuckt. Irgendwie ein bisschen beängstigend, wie das funktioniert. Also eigentlich weiss ich gar nicht, wie das geht und das tut auch einen beziehungsweise mich vielleicht ein bisschen beängstigen. Ich nehme es einfach so wahr, dass man das jetzt so kann, aber habe keinen Plan, wie. Ich glaube, wir Menschen haben immer mehr Sachen, die wir nutzen, aber gar nicht wissen, wie es funktioniert. Zum Beispiel höre ich gerade Musik. Wie läuft die Musik bitte über Bluetooth? Über meine Kopfhörer, in mein Ohr? Oder wie funktioniert eigentlich das Internet? Ich will mit dem nur zeigen, dass wir Menschen eigentlich gar nicht so viel Ahnung von allem haben.
man muss ja auch nicht alles verstehen, aber manchmal ist es vielleicht gut, wenn wir uns bewusst werden, was wir alles nicht wissen. Tönt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, es beruhigt mich ein bisschen, wenn ich weiss, dass wahrscheinlich viele nicht wissen, wie genau die einen Sachen funktionieren. Okay, gemerkt, dass es nicht so nachvollziehbar ist. Das habe ich geschrieben. Ich bin gerade einfach sehr dankbar für die Technologie von ChatGPT, auch wenn es mich, wenn ich länger darüber nachdenke, auch sehr verunsichert. Aber im Moment erleichtert es mir gerade sehr viel. Also zuerst mal sind mir 2 Sachen in den Sinn gekommen. Ja. Du fragst dich wirklich die kleinen und die grossen Fragen im Leben. Finde ich gut. Und zweitens, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ein hochphilosophisches Zitat vom Sokrates. Oh shit. Du Philosophin, Alti. Weil ich weiss, du hast ja geschrieben, eben manchmal muss man sich bewusst sein, oder ich weiss, dass ich nicht so viel weiss. Das ist mir, it rang a bell. Und dann habe ich das gerade schon gegoogelt, wo du fertig gelesen hast. So ich weiss, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ein bekanntes Zitat, das traditionell Sokrates zugeschrieben wird. Es drückt die Erkenntnis aus, dass man, um wirklich zu wissen, erst einmal wissen muss, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Jetzt musst du das mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja, Hilfe. Oder im Hirn. Oder im Hirn. Ja, das meine ich damit. Ja. Im übertreibten Sinn, weißt du. Ja, du bist auch ein Philosoph. Genau. Aber ja, cool. Cooler Eintrag. Ich weiss dort noch im Fall, dort ist etwa, eben ChatGPT, habe ich dort vielleicht mal seit 2 Wochen gekannt. Mhm. Und das hat wirklich mein Unileben komplett revolutioniert. Und also du hast eigentlich von Low Effort bis dann zu No Effort. hey. Du Arsch. Ich bin so stolz auf den Spruch. Nein, ich habe einfach langsam gecheckt, wie man mit dem muss umgehen muss. Ja. Also ja. Und eben, es beruhigt mich, wenn amigs Leute, ich wette, auch ein Bundesrat, sagt man Bundesrat, Scheiße, Bomschneider, keine Ahnung, Elisabeth Bomschneider, auch die weiss nicht, wie Bluetooth funktioniert, 100%ig. Ich könnte mir jetzt nicht sagen, wie Bluetooth funktioniert. Also Shoutout an Elisabeth Bomschneider. Wenn Sie wissen, wie Bluetooth funktioniert, kommentieren Sie das bitte. Bitte, aber ich nehme nicht an, Ja. weil das beruhigt mich. Aber ja, oh Gott, nein, ich glaube, es ist wirklich so, wir müssen doch nicht alles wissen und wir wollen wahrscheinlich auch nicht alles wissen. Das ist so, das ist so. Und einfach da kann man wieder das Zitat bringen. Flavia Kellin, Doppelpunkt. ChatGPT ist einfach meine Freundin. Ja. Das schon. In der Folge 21. Ich habe noch eine lustige Story rausgekramt, wo ich mich mit meinem Freund gestritten habe. Und ich habe nachher eine coole Erkenntnis gehabt. Oder eine, auf die ich zumindest ein bisschen stolz bin, glaube ich. Also in welcher Emotion hast du das geschrieben? Bist du dort noch hässig gewesen, oder? Ich bin, in diesem Eintrag mache ich den Wandel von hässig, enttäuscht zu Selbsteinsicht. Mhm. Also ich lese mal vor. Letzten Mittwoch war ein Scheißtag, weil ich hatte Blasenentzündung. Oh Wunder. Sorry. Ja, oh Wunder, wirklich, nein. Dann war meine Laune sowieso down und mit Luca habe ich mich gestritten bzw. diskutiert. Er hat im Moment noch Prüfungsphase und deshalb nur beschränkt Zeit. Ist ja normal, weil er muss lernen. Aber ich habe von ihm verlangt, dass er sich Zeit nimmt, um mit mir irgendwo zu übernachten. Diese Übernachtung habe ich nur zur Verfügung gehabt wegen so einer blöden Mikro-Influencer-Webseite. Also ja, es gibt in der Schweiz, ich sage jetzt den Namen nicht, so die eine oder andere Webseite, wo du dich als Micro-Influencer kannst anmelden und registrieren und dann kannst du so Brand-Deals abschliessen. Die sind aber nicht bezahlt, sondern du bekommst ein Paket geschickt über und dann für den Wert von dem Paket machst du dann Content. Also das ist etwas, was ich mittlerweile wirklich überhaupt nicht mache. Das ist wie so Kost und Logis, oder? Also du kannst dort übernachten, musst nicht zahlen für das, aber machst Content. Okay. Genau, genau. Auf jeden Fall hatte ich jetzt eine Möglichkeit gehabt und damals bin ich noch so gewesen, wow, mega cool und das ist ja super. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er mir gegenüber immer so unflexibel ist. Ich war traurig und enttäuscht darüber, dass wir nie spontan irgendwelche Sachen machen und ich habe ihn gefragt, ob er will oder nicht. Das heißt, er konnte mit Ja oder Nein antworten. So ist das ja, wenn man jemanden fragt, hast du Lust oder nicht? Und dann, was schreibe ich da? Erstens hat
Oh Gott, ja, da schreibe ich. Ich, dumme Kuh, habe sein Nein aber nicht akzeptiert. Erstens hat er noch Prüfungen. Zweitens wäre am nächsten Tag sein Geburtstag. Und drittens, wieso frage ich ihn, ob er mitkommen will oder nicht, wenn ich dann sein Nein nicht akzeptiere? Keine Ahnung, was mit mir los war, aber ich war einfach nicht ich an diesem Tag. Die Blasenentzündung hat an meine Nerven genagt und ich hatte irgendwie immer noch Stress. In Zukunft will ich zwar schon mehr Sachen mit Luca machen, aber ich muss auch akzeptieren, wenn er Nein sagt. Das ist ja klar eigentlich, oder? Mhm. Ja, und dann schreibe ich noch... genau, aber ich muss auch akzeptieren, wenn er Nein sagt. Ich bin so froh, können wir offen miteinander kommunizieren und dass Luca so viel Geduld hat mit mir. Ich liebe ihn einfach so sehr. Ich will am liebsten jeden Tag mit ihm verbringen. Oh. Vielleicht kränkt es mich manchmal, dass es noch so lange gehen wird, bis ich wirklich jeden Tag mit ihm verbringen kann. Dafür wird es dann umso schöner. Oh. Also ich bin wie so ein bisschen, ich hatte einen Scheisstag und entsprechend reagiert, ja, was voll nicht irgendwie... Also weißt, der arme Typ hat Prüfungsphase, wahrscheinlich seine Stresslevel so hoch wie sonst nie, weil er muss Leistungen bringen und dann kommt eine Freundin, die sagt, ja, hast du Lust oder nicht? Und dann kann Nein akzeptieren. Vor allem verstehe ich es auch. Ich meine, am nächsten Tag war sein Geburtstag, wenn er vielleicht keinen Bock hat, in dem Hotel übernachten. Also ja, einfach so ein bisschen, heute lese ich das und denke mir so, ja, Jenny, so wie du es schreibst, ist es auch, du musst dein Nein akzeptieren. Mhm. Und eben, heute würde ich so etwas sagen, ich bin mir ziemlich sicher, heute würden wir über so etwas nicht mehr diskutieren. Ja, aber du wirst es auch nicht mehr wählen. Also ich glaube schon, ich glaube, du hast innerlich bist du dort angegangen und hast halt ein Ja wählen. Ich kann halt wählen, ja. Ja, genau. Und darum hast du das, also du bist nicht dort an und hast gedacht, er könnte Nein sagen. Du hast gedacht, er sagt doch Ja, nicht? Ich war so, wieso nicht? Genau, ich war so, ja, komm, das sagt er doch jetzt wohl ja. Aber ich habe ihn halt... Ich habe wie nicht gesagt, hey, ich will das unbedingt, ich will mich freuen, sondern ich habe ihn offen gefragt, aber dann muss ich auch mit jeder Antwort klarkommen. Mhm. Und heute würde ich ein bisschen anders in das angehen oder hoffentlich auch anders reagieren. Ja, aber ich finde den Schluss wie schön, dass ich selber schreibe, vielleicht kränkt es mich manchmal, dass es noch so lange gehen wird, bis ich wirklich jeden Tag mit ihm verbringen kann. Also ich habe dann auch ein bisschen, durchs Schreiben habe ich wirklich gemerkt, was ist eigentlich mein Problem? Mein Problem ist, dass es mich frustet, dass ich aktuell gerade nicht so viel Zeit mit ihm verbringe und ich gerne mehr Zeit mit ihm verbringen würde. Und ich weiss, dass das jetzt gerade ein Zustand ist, der sich nicht so schnell wird ändern. Und eigentlich hat mich ja das gekränkt. So richtig. Nicht unbedingt, vielleicht auch ein bisschen die scheiß Mikroinfluencer-Sache, aber ich glaube, das grössere Ding war das andere gewesen. Ja. Und ich weiss nicht, ob ich das gecheckt hätte ich nicht journalt. Und das ist auch wiederum, warum ich so Fan von Journalen bin, weil durchs Schreiben und durchs in Sätze formulieren, was ich gerade denke und fühle, merkt man, was da eigentlich gerade so rauskommt. Mega. Hast du das auch? Ja, voll. Ist so. Ja. Sehr schönes Ende. Also auch... Deep, mal wieder deep. Bei mir geht es auch mit Liebe weiter, aber nochmal einmal aus dem Alten. Nachher kommt wieder das Neuere. Also das ist jetzt aus deinem Kindheitstagebuch wieder? Genau, das sind wir jetzt wieder. Also Kindheits, es ist 2017, das heisst, ich bin 16. Gut, ich gebe noch keine Vorinfo. Liebes Tagebuch, 27.12.2017, Mittwoch 2043. Wow, okay. Also jetzt sind wir wieder im Hochdeutschen. Wie sich vieles in kurzer Zeit... nein, wir sind im Schweizerdeutschen. Ich fange nochmal an. Ich so, was? Da hast du einfach den Switch schon gemacht. Da habe ich den Switch gemacht. Wie sich vieles in kurzer Zeit kann ändern. Ich fange mal von ganz am Anfang an, was in letzter Zeit passiert ist. Also ich habe mal mit meinen Eltern über das ganze, ich erfinde jetzt einen Namen, Jonas-Thema geredet. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass ich einfach mal am Abend bei ihm zu Hause rufen soll und mit ihm persönlich über meine Gefühle reden. Ich habe niemals gedacht, dass ich so etwas wagen werde. Aber vorletzten Dienstag habe ich an seiner Mutter angerufen und gefragt, wann er dann amig so zu Hause sei. Sie hat so lieb getönt und hat nachher die Idee gehabt, dass ich meine Nummer geben soll und sie wird mir dann schreiben, wenn er so zu Hause ist.
Okay. Mutter einfach so als Mitagentin. Yes. Es ist dann so gekommen, dass ich direkt noch an dem Tag zu ihm bin. Haben sie Mami erzählt, wieso, dass ich komme, und sie hat mir dann ganz viel Glück gewünscht. Ich bin fast zusammengeklappt, aber habe es durchgezogen. Er ist rausgekommen, habe ihm alles gesagt, was ich wollte, und das hat so gut getan. Er hat mir... Also ich habe ihm gesagt, ich liebe dich. Das habe ich da nicht geschrieben. Ich habe ihm wirklich gesagt, ich liebe dich. Aha, du hast seine Mami gebrieft. Heute sage ich deinem Sohn, dass ich ihn liebe. Ja. Er hat mir dann gesagt, dass er es mega mutig von mir findet. Trotzdem liebe er die andere. Er war in einer Beziehung. Oh! Das hat einfach nur grässlich in meinen Ohren getönt, aber ich habe so etwas schon erwartet. Wie hat es getönt? Grässlich. Ja. Ich habe Fragen. Ja. Wie zum Henker kommst du auf die Idee, an einen Typ, der in einer Beziehung ist, dessen Mutter anzurufen und ihr zu sagen, ich liebe im Fall deinen Sohn. Und sag mir, wenn er die ist, dass ich vorbeikommen und ihm ins Gesicht sagen. Also man muss wissen, das ist eine long Story. Also es ist nicht einfach, das war eine lange Vorgeschichte auch gewesen und auch ja, ich habe einfach die immer rumgekühlt. Dort habe ich noch alles meinen Eltern erzählt. Immer gesagt, aber ich liebe ihn doch und er ist jetzt in einer Beziehung. Und dann hat meine Mami mit Daddy so gesagt, weisst du was, das kannst du mir jetzt sagen und gehst zu ihm heim. Und die Mami ist mich gefahren. Die Mami ist mich gefahren, hat 100 Meter vor seinem Haus gewartet. Nein. Ich bin zu der Tür gelaufen, weiss ich bin nervös. Ja. Und die Schwester hat glaub, zuerst noch aufgemacht. Ich kann mir so vorstellen, dass du so nach dem Läuten noch schnell zurückgeschaut hast, so zu deiner Mami so. Nein, also sie hat mich nicht gesehen. Nein, also Hilfe, nein. Beobachtet hat sie mich nicht. Sie ist extra so ein bisschen Okay, Kurve weiter hinten. Mhm. Dann hat die Schwester aufgemacht und sie hat halt auch nicht gecheckt, wieso ich da bin. Dann habe ich gefragt, ja, ist der Jonas da? Und dann ist er gekommen und dann, ja. Nachher bin ich wieder zurück zur Mami ins Auto. Ich so, ja. Er lebt heute wie eine andere. Hat nichts gebracht, meine Beichte. Aber wirklich... Aber du Macherin! Also, ja, aber das, also wegen meiner Eltern, ich schwöre, ich liebe meine Eltern, dass sie dort so gesagt haben. Also weißt du, die haben auch einfach genug gehabt von meinem Rumgeheulen. Die haben wahrscheinlich gesagt, die haben wahrscheinlich nie gedacht, dass du das machst, was sie dir sagen, aber sie sind einfach so gewesen, schau jetzt, hör auf brüllen oder gehst du es ihm sagen. Eins von beidem. Und du so, okay, ich kann es ihm sagen. Fahrt mich jemand? Ja. Ich kann nicht mehr, wirklich. Aber das irgendwie also doch, es überrascht mich schon, aber irgendwie überrascht es mich auch nicht, dass du das gemacht hast. Weißt du, was ich meine? Es ist schon, du bist schon sehr hands down Macherin und wenn du etwas willst, dann holst du dir das. Voll, also auch wenn ich es nicht bekomme, dann. Aber ja. Dann ist es so, aber dann... Aber du bist eben schon eine, wenn du etwas willst, dann holst du dir das und wenn es nicht geht, dann weißt du wenigstens, ich habe alles probiert. Genau. Also, ja. Du hast erst Ruhe, voll. wenn du alles probiert hast. Oh ja. mein Gott, ja. Oder nicht einfach das, was in meinem Kopf einmal sicher, weil ich dann auch über das nachgedacht habe, bin ich so gewesen, nein, es ist ein kleineres Übel, wenn ich dort abgewiesen werde, anstatt das spuckt mir noch 2 Jahre hinten rein. Du fragst dich, was wäre gewesen, wenn? Ja. Ja, aber von dem können sich sicher viel, oder würden sich sicher gerne viele Scheiben abschneiden. Ja, vielleicht. Ja, aber darum, Leute, wenn ihr irgendeinen Gedanken habt, dann je nachdem, macht es mal. Sind so savage wie Flavia Kelly. Savage, was heisst das? Oder weißt du was, apropos englische Begriff, kommen wir doch jetzt zu unserer Kategorie Language School. Mhm. Hi. Ich kann nicht mehr so, Ich tue den Titel von dieser Kategorie jetzt nicht wiederholen. Nein, ich habe auf dein Wort, auf dein Maus geschaut, kann sie es aussprechen, aber sie jetzt können. Ja. Natürlich kann ich das. Ich kann ja auch Englisch. Nicht wie andere Leute im Raum. Mhm. Nein, das ist jetzt ein bisschen gemein. Also komm. Nein, wir dürfen gemein sein, ist schon gut. Wir haben uns ja immer noch gerne. Fetz mir die 3 Begriffe vom Tor. Oder gibt es eine neue Variation? Okay. Nein. 3 Begriffe, 3 Erklärungen. Nicht in der gleichen Reihenfolge, du musst zuordnen. Mhm. Also, folgendes. Begriff 1. Pun. Begriff 2. Sus. Und Begriff 3. Savage. Ist das aus einem Lied raus, oder was? Nein. Nicht das Savage-Lied. Nein, aber ich weiss, welches Lied du meinst. I'm a Savage. Sassy, Bougie, Ratchet. Sassy, Das wäre, du bringst mich auf Ideen. Vielleicht ist das in der nächsten Language School Okay, Lesson. soll ich zuerst etwas sagen?
Ja, also... Also Sass, das finde ich richtig geil. Das Wort Sass? Ja. Was findest du nicht so geil? Das klingt einfach geil, du Sass. Aber das klingt so dreckig. Du Sass. Ich kann nicht wirklich lieben. Sorry, habe ich schon gesagt, dass ich die Kategorie liebe? Okay. Du Sass, ja. Du Sass. Okay, gut. Dann Savage. Frau, wie du sagst es fast wie Sandwich. Sorry. Also, Savage. Savage. Wie sage ich's? Wer muss es sagen? Savage. Savage. Aber ist jetzt das Savage. Zufall, dass du das vorher gesagt hast und jetzt kommt? Nein, ich habe ehrlich gesagt ein anderes Wort rausgekriegt. Okay. Savage reingenommen. Savage. Savage ist auch irgendwie so, ich bin einmal nicht brav. Ich bin so bad. Irgendwie so. Und Bann, oder was? Pan. Boah, keine Ahnung. Okay, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Wobei, warte. Du kannst jetzt deine 3 Erklärungen. Stimmt. Also, etwas heisst merkwürdig, komisch. Etwas heisst extrem cool oder selbstbewusst. Und das letzte und dritte heisst Wortspiel. What the fuck? Also... Ich kann dir auch, wenn du willst, kann ich dir auch einen Satz bilden. Nein. Okay. Lauf halt ins Messer, ja. Ja, ich laufe ins offene Messer. Und zwar... Pan ist ein Wortspiel. Ja, bravo! Gell? Ja. Gut. Wie hast du jetzt das gecheckt? Ja, ich habe Ausschlusskriterien, Ausschlussverfahren gemacht. Ich würde sagen, cool und so ist Sass. Nicht. Sass ist eine coole Sau. Irgendwie so. Und Savage ist merkwürdig. Nein, es macht ja keinen Sinn. Wieso singt die I'm a Savage? Ich bin merkwürdig. Classy, bla bla, nasty. Hä? Oh mein Gott, ich kann gerade wirklich nicht lachen. Ich habe es gerade wirklich geputzt. Also, warte schnell. Ich sehe schon den Social Media Clip, den ich schneide. Du, Sherry Moody. Okay. Also, es ist genau umgekehrt. Manchmal denke ich mir so, also komm jetzt, Flavie, jetzt, das ist wohl Also möglich. Savage ist cool. Ja! Und Sass ist merkwürdig. Hast du das noch nie gehört, wenn jemand sagt, ja, das ist ein bisschen sass? Nein. Sass ist Abkürzung von suspicious. Ja, wow. Suspicious. Suspicious. Und suspicious heisst ja literally übersetzt merkwürdig, komisch, Ja, voll. verdächtig. Und darum manchmal, wenn so zum Beispiel jemand etwas macht oder einfach so etwas wie verdächtig ist, sagt man so, das ist schon ein bisschen sass. Also als Verb. Also ich kann kein Sass sein. Ja, genau. Okay. Da habe ich auch vorher mir so ein Lachen verknüpft und du so, ja weißt du, ein Sass, einfach so ein Sass. Okay, gut. Okay, Pan, wir haben literally in unserer Oh, literally, jetzt hast du schon zweimal literally Ja, gesagt. sorry, okay. Ja. Wir haben buchstäblich... Oh mein Gott, ja. Ja, willst du jetzt, dass ich literally... Ja, also, wir haben... Ja. Das ist jetzt ein Pan gewesen, siehst du? Ja. Wortspiel. Ja. Voll unbegeistert. Wir haben in unserer letzten Folgebeschreibung geschrieben, ein abservierter Kellner und dann in Klammern Pun intended. Das habe ich nicht mal gesehen. Ja, das habe auch ich geschrieben. Aber abservierter Kellner ist ein Wortspiel. Warum? Weil Kellner servieren, ein abservierter Kellner. Er hat sich selber... Also ja. Weil ich erzählt habe, dass ich ein Steak Ja. Und in Klammern, manchmal tut man, wenn man ein Wortspiel macht in einem Text, oder das kannst du auch machen, wenn du auf ein WhatsApp schreibst, wenn du irgendein Wortspiel machst, kannst du nachher in Klammern schreiben, pun intended. Das heisst übersetzt, versuchtes Wortspiel. Wow, aber das ist ja mega kacke, wenn ich das sage. Dann ist Nein, ja der Sinn vom Wortspiel weg, wenn ich das muss noch sagen. Es ist eben manchmal so, du schreibst ja wie pun intended, um wie sagen, das Wortspiel habe ich extra gemacht, es war nicht aus Versehen gewesen. Aha, so, ist das flirty oder was? Nein, nicht flirty, es ist so einfach so augenzwinkernd gemeint. So, von wegen, das ist extra lustig, das habe ich lustig geschrieben. Okay. Und nicht, es ist lustig aus Versehen, weil keiner gecheckt hat, dass es lustig ist. Mhm. Ja, werde ich nie brauchen. Also. Ja, gut. Auf jeden Fall. Aber ja, Sass finde ich sehr geil, immer noch. Ja, Sass? Ja.
Okay. Und eben Savage. Ja, du bist eben Savage gewesen. Das hast du wieder nicht verbunden aus dem Kontext. Ich habe gesagt, du Savage, weil du bist Leute und sagen, I love you. Ah, ja. Ja. I love you. Genau, auf Englisch habe ich es gesagt. Wahrscheinlich ganz sicher nicht. Okay, weiter geht's im Kontext. Danke für Thank you, Miss Kitska. See you. See you in 2 weeks again. Yeah. It's language school. Thanks. Oder Oder du bist. mit Geschichten erzählen. Du hast noch eine Story, yes. Muss ich jetzt schnell schauen. Aber die eine Story, die ich noch erzählen würde, geht um das Stichwort Mitmenschen. Und die startet da. Ich muss schnell husten. Sorry. Okay, in dieser Geschichte kommt jetzt wieder du vor. Am Donnerstagabend dieser Woche war ich einfach so happy, weil ich den Tag mit Lisa, Cheryl und Flavia an der Uni verbracht habe. Also das war unser Grüppli an der Uni, wo wir im 3. Semester erst uns gefunden haben. Genau, also die eine war auch der Olma dabei dort. Genau, das ist die gleiche Lisa. Nachher, zum ersten Mal seit der Kanti habe ich das Gefühl, wieder so ein tolles Grüppli gefunden zu haben. Wir haben so gelacht, unsere Gruppenarbeit gemacht und draußen den Sonnenschein am Irchel genossen. Es war wirklich einfach schön. Schön, Mitmenschen zu haben, mit denen man voll auf einer Wellenlänge ist und mit denen man den Alltag verbringt. Ich liebe meine Mitmenschen und merke, dass ich einfach ein Rudelmensch bin, der sich in einer Gruppe am glücklichsten fühlt. Lachst du jetzt schon wieder? Mhm. Am Freitagmorgen... Warte. Da, ja. Okay, da gibt es irgendwie keinen Übergang. Das ist alles ein Eintrag. Ich sage, ich bin ein Rudelmensch, bla bla. Am Freitagmorgen bin ich mit meinem Gotti im Café Koifu in Rappi käfeln gewesen. Ich freue mich immer darauf, wenn wir gemeinsam etwas machen. Wenn wir reden, bleibt die Zeit wirklich etwas still. Naja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Sie rast. Aber mit meinem Gotti nimmt man auf das Leben so eine Vogelperspektive ein. Sie macht einem immer noch mal darauf aufmerksam, wofür wir dankbar sein müssen und was alles eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist. Nach dem Treffen mit ihr fühle ich mich immer irgendwie grounded, geerdet, wieder auf Startposition, um die nächste Zeit aus der richtigen Richtung anzugehen. Okay, cute. Also das denke ich jetzt gerade. Mhm. Dann schreibe ich weiter, schwierig in Worte zu fassen. Aber mein Gotti ist wirklich wie eine beste Freundin für mich, obwohl wir ca. 20 Jahre zwischen uns haben. Und da endet der Eintrag. Und ich finde das irgendwie noch herzig, dass also mein Gotti weiss ja gar nicht, dass ich jetzt das da vorlese. Ich muss dir das dann noch vorspielen, wenn dann die Folge online ist. Aber einfach, ich finde den Gedanken schön, dass man mit Menschen eng befreundet kann sein, die nicht Peers sind. Also im gleichen Alter. Im gleichen Alter, genau. Also, ich bin mit meinem Gotti nicht in die Schule. Sie ist nicht die Freundin von einer Freundin. Sie ist auch nicht mein Geschwister. Also weißt du, so eine komplett andere Generation. Aber wenn ich mit ihr bin und rede, habe ich das Gefühl, sie ist eine Freundin von mir. Also ist sie ja auch. Ich habe nicht nur das Gefühl, sie ist eine Freundin von mir. Aber weißt du, ja, ich weiss, was du meinst. So intergenerationelle Freundschaften, ich liebe und lebe das, glaube ich, auch. Ja, ich kann jetzt nicht... Aber du tust Gotti immer noch als Gotti bezeichnen, nicht als deine Freundin. Also in erster Linie, oder? Weil sie halt so in dein Leben gekommen ist, als Gotti. Als mein Gotti. Mit dem Übernamen, blöd gesagt. Genau. Aber eigentlich, vom Gefühl her, ist sie eine Freundin auch. Also sie ist mein... Genau. Also weißt du, wenn wir uns treffen, dann gibt es kein Thema, so, über das ich jetzt mit ihr nicht reden könnte. Ja, so, es ist wie eine Freundin. Und zum Beispiel, ich war ja letzten Herbst in Maastricht 4 Monate. Und ich habe dann auch mal mit einem Kollegen über die Zeit geredet und so, wo er auch in einem Austausch war und so. Und er hat im Austausch immer mega viele Freunde gemacht. Und in Maastricht habe ich keine Freunde gemacht. Ich bin ja die ganze Zeit hin und her gereist von der Schweiz und den Niederlanden und bin dort nicht in die Uni gegangen, habe dort nicht gearbeitet. Ich habe einfach meinen Freund in Austausch begleitet und ein bisschen remote gearbeitet und so. Und ich habe dann für mich so überlegt, was ich dort für Leute eigentlich kennengelernt habe. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, die einzige Freundin, die ich in dieser Zeit gemacht habe, ist eine 72-jährige Frau, die einmal auf unseren Hund geschaut hat und mit der ich dann regelmäßig in der Woche gekäfelt habe und Kuchen gegessen habe. Und das ist meine einzige Freundin, die ich gemacht habe in diesen 4 Monaten in den Niederlanden. Und ich würde sie auch als Freundin bezeichnen. Ja. Sie ist zwar 50 Jahre älter als ich,
Jetzt habe ich schon wieder sagen, Ja, ich literally. weiss, ja. Aber das ist meine Freundin, die ich habe. Yeah, Und ich finde, ist schön. wir Menschen sollten auch mehr so denken. Dass Ja, wir mega. Also, du hast ja heute auch wieder gesehen, wo du da warst, mit einer vom Geschäft, die auch einiges älter ist. Aber ich habe ihr auch gesagt, ich würde mit dir im Fall auch mal in einer Bar etwas trinken. Ja, Weil sich so, ja, voll. Ich finde das irgendwie noch cool, wenn man das Alter wirklich keine Rolle spielen lässt, sondern wenn man sich mit Menschen gut versteht, ja, voll. dass wie das im Vordergrund steht. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und ich habe es herzlich gefunden, wie du gesagt hast, ich bin ein Rudelmensch. Ja. Das ist cute. Ja. Ich habe noch mal etwas Knappes. Jetzt wieder in der 2023. 4. August 2023. Zack, aufs E-Mail senden, druckt und Adios Chile. Schon ein grosser Step, aber Das hast du so geschrieben? da innen, ja. Geil. Schon ein grosser Step, aber irgendwie auch nicht. Bin also jetzt definitiv aus der Kirche austreten. Also das Schreiben ist unterschrieben und abgeschickt und habe die Vorlage von einem Arbeitskollegen bekommen. Hahaha. Wie gesagt, eigentlich ein grosser Schritt, weil ich ja das ganze Leben schon in dieser Institution bin. Taufe, Kommunion, Firmung und Finito jetzt. Aber gefühlt ist es nur ein Unterschreiben und Ciao, weil seit der Firmung war nichts mehr gewesen. An der Hochzeit von meiner Schwester habe ich auch gemerkt, dass ich nicht in der Kirche heiraten will, wenn ich mal heiraten würde. Ich glaube einfach zu wenig oder nicht an das. Auch wenn ich mein Schutzengel, also das Kettchen, das ich auch heute habe, von der Taufe fast immer anhabe. Aber das hat für mich einen anderen Grund als der Glaube. Klar habe ich... Warte, jetzt geht es weiter da. Ich finde den Gedanken sehr schön, wenn Leute an einen Gott glauben und alles, aber für mich ist es nicht das Richtige, beziehungsweise glaube ich einfach nicht dran. Mal schauen, ob ich herausfinde, was ich genau glaube, ob ich an etwas Mächtigeres glaube, an eine Person oder einfach allgemein den Glauben in mich, mein Leben und die Welt. Man kann ja alles Mögliche glauben. Und Glauben, da bin ich mir sicher... Oh wow, das sind mir jetzt ein paar Glauben zu viel. Sorry, ja. Ich war so, Glauben, man kann ja glauben. Jetzt kommt noch einmal Glauben. Nein, zweimal. Und Glauben, da bin ich mir sicher, gibt halt einfach auch Halt im Leben. Darum ist Glauben etwas Essentielles für unser Leben. Und man sagt ja auch, amix, verliert den Glauben nie in... Ja, in was? In Gott? Vielleicht ist der einfach gar nicht da gewesen. Ich glaube es. Ich habe es versucht all die Jahre, aber jetzt es hat sich nichts geändert. Jetzt bin ich aus dieser Institution draussen und das Leben geht normal weiter, aber mein Glaube verliere ich nie, egal in was. Gehe jetzt konfessionslos schlafen. Geil. Also Moment mal, ich habe ja auch da wieder Fragen. Du hast geschreit, all die Jahre ist nichts passiert, seit irgendwie Kommunion, Firmung oder so. Und dann ein bisschen weiter später schreibst, ich habe es all die Jahre probiert. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Also mit nichts passiert meine ich à la ein Fest in der Kirche. Also weißt, ich habe Kommunion gefeiert, Firmung und Aha. jetzt nach der Firmung kommt entweder Ja, das habe ich schon, das habe ich auch so verstanden. Aber nachher schreibst du hast all die Jahre versucht, aber bist du mal wieder in die Kirche? Also, oder hast du mal versucht, deinen Glauben zu pflegen? Ich habe auf Oder jeden Fall mal mit einer auszuüben. Kollegin, die sehr gläubig, sagt man gläubig? Ja, gläubig, ja. Ist gefragt, wie sich das so anfühlt und habe probiert, das zu verstehen. Und ich bin auch in die Kirche, weißt du, so Weihnachten und so. Aber mit weil dem man als meine Familie ich, gegangen ist. Weg versuchen. Aber ich habe jetzt nicht eine Bibel genommen oder weiss ich was. Ja, und dann eben an der Beerdigung auch von meinem Großvater habe ich so gemerkt, das Vaterunser. Während dem Vaterunser beten bin ich so gewesen, was laber ich eigentlich? Ich bin nur stolz gewesen, dass ich es noch kann, auswendig. Weil ich habe früher auch ministriert, gell? Amix, ja. am Sonntag, amix go Glöckle vor dem Pfarrer und so. Und Hostie bringen. Haben immer 5 lieber bekommen. Aber ja... Früher haben eigentlich immer alle, die das gemacht haben, sind einmal im Jahr in den Europapark. Ich weiss, ich nicht. Nicht? Hat das die Einzelnen nicht so gemacht? Ich glaube, ja, keine Ahnung, kein Budget mehr gehabt. Zwar, Chile, ich weiß auch nicht, ich glaube genug. Ja, aber ich weiss noch, das hat ein Ding in meiner Familie ausgelöst. Was? Aus der Kirche austreten. Ach so. Weil ich so ein bisschen, also im engeren Familienkreis bin ich so die Erste. Und ich sehe schon,
eine Person hat mir dann auch so gesagt, ja, aber was glaubst du denn jetzt? Und ich so, Alter, ich glaube an die Liebe, ich glaube an unsere Familie, ich glaube an Zufall, ich glaube an... Ja, also weißt, es ist wie so, die Person hat zuerst mal verstehen, dass sie auch ganz anders glaubt. Ja. Und nicht nur an Gott. Ja. Ich finde das aber eine interessante Diskussion, weil lustigerweise mein Gotti ist auch sehr gläubig und wirklich sehr und es ist wir haben auch schon oft nicht die Diskussion, aber das Gespräch geführt, so eben, dass für die einen gibt das sehr viel Sinn und Halt und Orientierung im Leben. So ein bisschen, ich weiss jetzt halt nicht, wie gut ich es wiedergeben kann, weil ich jetzt wie versuche, sie zu zitieren aus den Gesprächen, die ich mit ihr schon geführt habe und so. Aber ich selber bin auch nicht so mega gläubig. Aber so, was ich weiss, ist, dass eben viele Leute so daraus Halt schöpfen, weil sie wie wissen, alles irgendwie... Hat einen grösseren Sinn oder ein Herrgott ist eine höhere Macht. Eine Macht, ja. Und wenn dir etwas passiert, dann hat das einen Grund. Wobei es passiert ja auch viele schlimme Sachen, wo man sich denkt, nein, das hat jetzt die Person wirklich nicht verdient. Und eben dort fragt man sich dann auch, ich habe sie dann auch gefragt, ja, wie erklärst du denn das? Weißt, wenn dir als guter Mensch gute Sachen passieren, ist es ja noch relativ einfach zu sagen, ja, danke, lieber Herrgott. Aber wenn andere Sachen passieren, dann ja, ich kann mich jetzt auch gar nicht so eine definitive Antwort erinnern, weil ich das, glaube von meinem gläubigen Götti, sage ich jetzt mal, auch nicht so beantwortet bekommen habe. Das kannst du auch nicht erklären. Warum passieren guten Menschen schlechte Sachen, oder? Und keine Ahnung, ich bin auch nicht so gläubig, aber... Was bist du? Bist du noch in der Kirche? Ich bin noch in der Kirche. Also bist du... Katholisch. Katholisch. Aber zum Beispiel, ich weiss jetzt auch nicht, ob ich in einer Kirche heiraten will, falls ich mal heirate. Also falls würdest du austreten, ich kann das Dokument vom Arbeitskollegen weiterleiten. Ich habe wirklich nur meine Adresse ändern, Text alles eingeladen und dann hat er so die wichtigen Sachen, die eben geändert werden müssen, hat er halt so gelayoutet, dass ich schnell meine Sachen einfügen kann und zack, abschicken. Ja, ich glaube im Fall, das ist in unserer Generation noch für vieles Thema. Ja. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie das Gefühl, das ist so ein Generationending, dass viele von unseren Eltern jetzt wie noch die Letzten sind, die in der Kirche sind und in unserer Generation viele jetzt finden, ich trete jetzt da aus. Ja. Und da kann man davon halten, was man will. Ja, das ist ein grosses Fass, so Glaube und Religion. Können wir vielleicht auch mal noch darüber reden? Ja. Wie das sein? Da gibt es sicher viel zu diskutieren. Ich hätte zum Thema, das wir heute noch wollen, anteasen für den Tag, der gleich kommt. Ganz ein kurzer Ausschnitt, wo du vorkommst, wo jetzt das anteast. Dann kannst du nämlich von dem Tag ein bisschen erzählen. Kann ich weiter teasen? Genau. Also gut, tease mal. Ich hatte gute Gespräche mit der Jenny. Warte schnell, ich sage noch schnell das Datum. 19. Juni 2023. Ich habe gemerkt, wieso ich gegenüber Feminismus wie ein bisschen eingeschüchtert bin oder anders gesagt, wieso ich vielleicht ein bisschen skeptisch dem gegenüber war. Zum Beispiel habe ich auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich wäre wie fehl am Platz am feministischen Streik. Aber wieso? In Grossbuchstaben. Ich habe herausgefunden, wieso glaubst. Ich habe allgemein das Gefühl, wenn ich für etwas jetzt zum Beispiel für Feminismus bin, dass ich dann auch etwas machen muss, mich engagieren oder irgendetwas so. Aber es muss nicht sein. Es ist nur schon gut, wenn einem etwas bewusst ist. Also natürlich nicht etwas Schlechtes machen, wenn das Sinn macht. Hahaha, egal, weiter. Also habe ich realisiert, ich bin auch Feministin, bin für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Ich muss nicht immer gerade mich voll für etwas einsetzen, um die Meinung zu haben. Nächstes Jahr werde ich auch an einen feministischen Streik gehen. Etwas anderes, was schön war, ist mit der Jenny, wir sind einfach nach dem Rock am Weiher, das war so ein Open-Air, den ganzen Weg händchenhebend zum Bahnhof gelaufen. War cute. Ich kann wirklich super mit ihr schwätzen und wo wir gleich ticken, ist, wenn wir von etwas begeistert sind, dann sind wir beide mega hyped. Ist eine coole Socke. Ah, so süß. Virtual Hug. Oh, yes. Ja, ich kann mich halt an das Gespräch erinnern, wo ich so irgendetwas über Feminismus erzählt habe oder vielleicht sogar von dem Tag, wie cool das war. Nachher so,
Ja, ich weiss nicht, so Feminismus, ich glaube, für dich ist das du hast das damals wahrgenommen wie so eine radikal-politische Bewegung, von der man jetzt, oder ich weiss... Nein, es ist aber schon, glaube weil ich wie das Gefühl habe, aber wenn ich doch mich als Feministin bezeichne, dann muss ich doch entweder an einen Streik gehen. Ich muss oder das so machen. Weißt, ja. Ich meine, es ist gebunden an ein Engagement. Ja, wieso, als ich Trainerin war, dann bin ich Training geben. Weißt du, so ein bisschen, weißt, du musst aktiv sein. Du musst wie, ja, aber ich glaube, dir ist wie nicht bewusst gewesen, wie klein der Aktivismus wortwörtlich kann sein, und dich das schon zu einer Feministin macht. Ich meine, nur schon, wenn du, indem dass du jetzt genderst, ja. Das machst du ja wie aktiv, um so ein bisschen in der Sprache irgendwie die Leute, alle Menschen gleichzustellen. Genau, das macht dich ja wie schon zur Feministin. Und ich habe auch mal eine andere Freundin oder keinen Unterschied machen, sorry. Ich mache das, um keinen Unterschied machen, oder? Genau. Ja, zum einen Unterschied machen. Ja, also zum keinen Unterschied zwischen Menschen machen, aber zum einen Unterschied machen in dem Thema Gleichstellung. Genau. Eine andere Freundin war auch so, ich muss mich jetzt kurz daran erinnern, wie war die Situation? Also auch ein bisschen kritisch gegenüber. Auch kritisch gegenüber Feminismus, weil sie so war, von wegen, sie war so, Feminismus, sie findet eigentlich nicht, dass Frauen besser gestellt sein als Männer. Und dann bin ich so, Achtung, Feminismus heisst nicht Frauen über Männer oder Flinten über Männer, sondern es heisst, alle Menschen sollten gleichgestellt sein. Und das betrifft nicht mal nur das Geschlecht Mann und Frau, das betrifft alle Geschlechter, die es gibt. Und auch alle Menschen, die es gibt, mit allen Ranggruppen und so. Und vielleicht, über das kann man diskutieren, ist das Wording Feminismus nicht richtig, weil das Fem, die ersten 3 Buchstaben, haben gerade alle das Gefühl, ja, damit sind einfach Frauen gemeint und Frauen. Aber Feminismus, wenn du, also und damit meine ich jetzt alle, die zuhören, wenn du dafür bist, dass alle Menschen gleichgestellt sein, egal wie sie aussehen, woher sie herkommen, was sie machen und wer sie lieben und was ihre Sexualität ist, dann bist du Feministin. Und das ist unsere Quintessenz. Genau, und jetzt ist ja nächsten Samstag der Tag, der feministische Streiktag. Ja, schau jetzt, ein Zungenwort, ich will sagen, ein Zungenbrecher. Genau, und wir haben uns gedacht, ich war schon 2-3 Mal dort gewesen. Ah ja, Spoiler, ich habe ja gesagt, ich gehe nächstes Jahr, ich bin nicht gewesen, weil das war 2023 gewesen. Das heisst, ich würde gerne dieses Jahr gehen. Genau, und ich war schon 2-3 Jahre gewesen, oder 2-3 Mal gewesen. Und wirklich, ich kann euch sagen, das ist eine Wahnsinnsstimmung, wenn man dort ist. Man muss sich vorstellen, am Helvetiaplatz startet das, es gibt eine Kundgebung, wie damals beim Europäischen Inklusionsinitiative. Genau. Gibt es eine Kundgebung mit Vorträgen und die Stimmung ist mega super und alle haben tolle Outfits an und man feiert seine Weiblichkeit, man feiert, dass wir jetzt heute für unsere Rechte einstehen und für die Gleichstellung und es ist so richtig ein Zusammensein, weißt du fühlst dich wie so ein riese Community, wie ein. Du fühlst dich wie eins Grosses. Ja. Und die Leute basteln Plakate und man hat sich gern und alle sind freundlich. Und dann, wenn der Dings mit Demo, ja, wenn einfach wie sagen wir, ein Walk? Nein. Wenn die Straße gesperrt ist und man läuft. Ja, ein Demo. Es ist ja schon ein Demo, ein Streik. Es ist ein Streik. Es ist ein Streik. Streiklauf. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn das startet, die Leute haben bastelt. Es ist wie, fast auch wirklich an der Fasnacht. Die einen haben ganze Wege gebastelt. Ich bin mal, für ein Jahr bin ich zum Promo machen für eine nachhaltige Periodenbrand, bin ich als Vulva verkleidet, wirklich in Human-Size Vulva, bin ich an dem feministischen Streiktag in der Menge rumgelaufen. Und die Leute haben Fotos mit mir gemacht, haben total, als würden sie mich, also die Vulva, befriedigen, haben ihre Köpfe in mein Kostüm hineingesteckt. Es war wirklich ein riesen Spass. Und am Schluss, vom einen Jahr, am Schluss von dieser Demo, bleibt man halt wie stehen und es gibt auch so Trommelorchester, wo nur Frauen und Flinten drin spielen und die haben dann bei der Langstrasse trommelt und alle aufgefordert, in die Knie zu gehen. Du musst dir vorstellen, die Langstrasse war gefüllt von Menschen und alle sind am Boden geknüllt und die Trommeln haben dann ganz leise getrommelt und sind immer lauter geworden und dann beim Drop vom
Trommelorchester, sind alle ausgerastet und ausgeflippt und ich habe wirklich Hühnerhaut gehabt und das muss man einfach mal erlebt haben, finde ich. Und darum haben wir gedacht, rufen wir da in dieser Folge dazu auf, wer Lust und Zeit hat, mit uns von Fiasko Famoso an den feministischen Streiktag zu gehen, ist herzlich eingeladen. Genau, und wenn es da aussen ein paar gibt, die eben auch noch nie waren, ich bin auch noch nie gewesen. Wir haben Jenny dabei, die da sich auskennt und das wäre sicher mal ein cooles Treffen zusammen, um dort hinzugehen. Ich würde es wirklich sehr cool finden, wenn wir ein paar zusammen könnten trommeln. Genau, wir haben eine Uhrzeit und einen Treffpunkt im Kopf. Schreibt uns doch auf Insta, wenn ihr interessiert daran wäret. Kommt gerne allein, kommt zu zweite mit eurer Freundin oder einer Kollegin oder wie auch immer. Ja, oder Kollege. Also, ist ja egal. Das ist eben das Ding. Es gibt Leute, die am feministischen Streiktag finden, dass der für ich weiss, Frauen aber, oder Flinta ist. Aber du hast ja jetzt gerade gesagt, dass eigentlich jeder Feministin kann sein. Ja, das ist meiner Meinung auch so. Also jeder kann so sein, der die Werte vertritt, die ich gesagt habe. Ja, eben. Also aber ja. Bei uns kann jeder kommen. Ja, bei uns kann jeder kommen. Ja. Also auch du, Luca. Nein, nicht Scheiße, ich will einen Namen finden. Ja, oder... Wie auch immer, genau. Nein, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir da zusammen den Tag oder den Nachmittag zusammen erleben. Yes. Genau. Gehen wir ins Flavia fragt. Jenny judgt über. Jenny, was haltest du von Essen im Bett? Essen im Bett ist für mich ein guilty pleasure. Gell? Ja. Es ist wie so, ich fühle mich ein bisschen verboten, wenn ich es mache. Ui. Aber also einfach weil ich... nein, savage. Ich weiss. Aha. aber ich mache es halt einfach gern. Also so Essen im Bett das fühlt sich wie so etwas an, wo man sich jetzt gönnt. So. Ja, mega. Also ich tue mir jetzt etwas... Also ich schaue meistens halt Netflix dazu. Genau. Also ich hocke nicht einfach nur im Bett und esse. Das mache ich schon nicht. Ja. Ich habe meistens mein Tablet und dann... ich habe nicht mal das Tablet, mein Laptop. und dann ist es schon... Ja, es ist so ein guilty pleasure. Es ist wie so, ich weiss, das ist jetzt nicht gerade die hygienischste... Ist das ein Wort? Das Überste. Das überste Methode. Die so überste Sache der Welt, aber in dem Moment ist mir dann wieder Pleasure wichtiger als ich finde eben Hygienik. Auch. Ich finde eben auch. Aber ich habe letztes Mal erst gerade das Ding Bettlaken, was ist das? Lindtuch, sage ich. Gewechselt, weiss oder alte Pasta gegessen, erste Ding gerade Zack drauf. Ja, eben, das ist dann hässlich. Das ist dann hässlich. Aber ja, ich finde das auch 10 von 10. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ich finde das irgendjemand nicht geil. Also ja, es gibt sicher Leute, die so finden, nein, das ist komplett verboten. Ja, mein Arbeitskollege hat es richtig gruselig gefunden. Das sind die Leute, die finden, mit Strassenkleidung geht man nicht aufs Bett. Ja, das finde ich aber im Fall auch. Das findest du? Ja, nicht seit neuestem, seit einem Jahr. Ich mache das auch nicht. Und ich habe das auch jetzt den Leuten gesagt. Weil es ist schon gruselig, wo du überall gehockt bist, Jenny. Also wenn du jetzt im ÖV gehockt bist. Und du hast mir letztes Mal gesagt, ja, ich habe das Gipfeli ohne Unterlage auf den Tisch gelegt. Du im Zug hast dein Gipfeli auf den Zugtisch da, ja. Genau, und hast nachher gegessen. Aber du hockst mit dem Viertel auch dort drauf, auf dem Zugding. Und nachher... Aber ich esse nicht davon, ich schlafe ja nur dort drauf. Also auf dem Zugtisch nicht, aber im Bett. Ja, schlafen, hallo, du bist überall. Ja, schlafen. Nein, ich ziehe mich ja um. Ja, nein, du hast ja gesagt, du gehst mit Strassenkleidern. Ja, aufs Bett, aber nicht aufs Leintuch. Und ich schlafe ja auf dem Leintuch und nicht auf der Decke. Okay, das ist natürlich ein Unterschied. Aber ja, da könnten wir uns verlieren. Ja. Aber ja, Essen im Bett 10 von 10, oder? 10 von 10. 10 von 10. Gut, sind wir fertig? Yes. Oh Mann, hat das Spaß gemacht. Du, je nachdem, gibt es irgendeins, ich meine, wir haben so viele Storys in unseren Wir haben so viele Storys und in all diesen Wochen, wo wir Folgen raushauen, sind wir ja beide fleissig am Journalen. Genau. Vielleicht können wir ja so eine Diary Deep Dive mal wieder machen, wenn es gut ankommt. Wenn es gut ankommt. Ja, natürlich. Das ist der Link an euch. Warte, der Link an mich. Also, bitte bewerten, folgen. Unbedingt. Teilen. Schick es deiner Mami, deiner besten Freundin. Genau. Freund. Boyfriend. Whatever. Merkt euch eben feministische Streiktag. 14. Juni am Samstag. Schreibt uns auf Insta, Fiasko Famoso Chat. Und we will see you there. We will see you there. Ciao zusammen. Bye, bye. Gut. Was? Wenn wir den Einstieg machen. Ja, aber das ist ein guter Guss.
Alter, wie spät ist? Ich weiss nicht. Aber 10 vor 10. 11. Nein! 10 vor 11? Nein! Sicher schon. Hä? Ich habe gemeint 10 vor 10.